Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Nachdem wir jetzt ausgeruht sind, helfen wir mal der gute Bürger von Clara hier gegen die ganze Truppe hier. Macht euch bereit zu sterben, Ratte von Clara. Schnell hierher. Jetzt gibt's Saures. Jetzt gibt's was auf der Wäsche. So. 3 sind's, die sollten eigentlich kein Problem darstellen für uns. Ja, die Invasionstruppe, die werden anscheinend hierher gezaubert, so wie es aussieht. Und Vivi, gib ihr den Gnadenstoß. Ah, die lebt ja noch. Ah, die haut ab. Alles klar. Sehr mutige Soldatinnen sind das. Vielleicht sind das nicht alexandrische, sondern Alexandria. Ich krieg das leider nicht französisch ausgesprochen. Alessandria. Nee, das klingt nie französisch, schade. Aber man könnte glatt meinen, das wären französische Truppe. So, einer weg. Und die zweite Sache weg. Von Quina gewone-hitted, auf der Gabel aufgespießt. Jo, HP plus 10 haben wir auch gelernt. Jetzt bloßen sie wohl zum Generalangriff. Sieht so aus, ja. Töten, töten. Die sind aber nicht gerade sehr freundlich eingestellt, die Bobber. Vielleicht gibt es auch einen Knopf, wo man die ein bisschen freundlicher einstellen kann, hier die Viecher. Ich meine, bei Vivi hat es ja auch funktioniert. Der hat ja seinen Knopf, wo er gut ist. Okay, dann erster Blitzra. Der hat keilt. Ja, sie dann hat dann der Korallenring. Sehr schön. Der erste Bob ist kaputt. Ja, die zweite Bob, die steht auch nicht mehr lang. Von Vivi gewone-hitted. Zumindest schon dem Queener die Vorarbeit geleistet hat. Ala hopp. NAP geben die nur. Das ist etwas ärmlich. Verdammt. Wenn ich übermütig wäre. Wie es jetzt gerade wohl in der Stadt aussieht. Finden wir es doch mal raus, oder? So, da sind noch ein paar von der Priesterinnen. Der Feind kommt in Scharen. Wie sieht's bei euch hier aus? Die Leute aus Pomeza leisten zwar Widerstand, aber für jeden Gegner, den sie umhauen, scheinen sie näher zu kommen. Wir waren völlig machtlos und sind geflohen. Die verdammte Bastarde aus Alexandria. Was sollen wir nur tun? Fliegt nach rechts. Ich hoffe, das bringt irgendwie was. Ich renn mal mit noch. Okay, da haben sie anscheinend, sind sie noch nicht in den Tod gerannt. Ich weiß es nämlich leider nie, wie es war, um sie ganz zu retten. Ich mache das noch Intuition jetzt einfach mal. Sie hat irgendwas noch gelernt. Genau hier. HP plus 10 hat sie gelernt. Da kann sie jetzt gleich sich ums nächste kümmern. Und kann Ability ablernen mit Katyusha. Ups, Ability up sollte sie auf jeden Fall gelernt haben. Moment, gerade nur Fafnirs Wind. Ich glaube, das ist sogar irgendwas Stärkendes für uns. Egal, schauen wir mal. Kannibala. Machen wir mal weg. Wo ist dann Ability up? Da ist es. 3er kostet's. Okay. Gut. Noch sieht es hier relativ friedlich aus. Das wird sich bald ändern. Ja, da sind die nächste wieder. Hast du vielleicht meinen Mann gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich, Papa. Oh. Von da aber kommen sie ja. Dann noch links. Ich hoffe, ich schicke sie nicht in den Tod, die Arme. Hier geht's nur über mein Leich vorbei. 2 Soldatinnen und ein Schwarzmagier. Okay. Euch packe ich. So. Dann gehen wir zuerst auf den Schwarzmagier. Typ B. Oh, der hält jetzt doch ein bisschen mehr aus. Ich glaube, da steht hier eine Esprit. Nein, der zupft uns hier die MP ab. 2 MP hat er sich geholt. Fafnirs Wind, ja, das geht auf uns. Wir probieren einfach mal Fafnirs Wind aus und du kümmerst dich um den hier nochmal. Eisra. Ja, den hat er verfehlt. Hau den Magier um. Gerade mal gucken, ob das heilt oder ob es irgendwas anderes bringt.
Ja. Heilt wahrscheinlich. Ah, das heilt auf Rate. Das ist wie Regeneration. Sehr schön. Ah, hätte ich das gewusst, hätte ich das beim Ameisenlöwe mal eingesetzt. Ja, das ist wie Regenerierer. So. Dann moschen wir euch mal um. Gut, die ist nämlich so schnell dran. Das heißt, wenn Queener und sie dann drauf hauen, müsste es das eigentlich gewesen sein. Oder Queener einfach nur so ordentlich. Ja, der kann schon gut Schaden machen, wenn er will, der Froschkopf. Insomnia hat Vivi gelernt und Götterspeise. Mhm. Ich muss alles geben, sonst gehen wir hier alle noch drauf. Insomnia und Götterspeise. Ah ja, gut, die habe ich alle verteidigt. Insomnia, und damit steht der Magierhut. Genau. Magierhut kann man mit Feuer und Urschrei lernen. Sehr geil. Und Götterspeise hat er gelernt. Das heißt, er kann die Mithrilweste. Nee, sollte er nicht anlegen. Generell ist das Baumwollkleid wesentlich besser für ihn. Naja, du bist Magier, du bist gewohnt, Robe oder Kleider zu tragen. Das kriegen wir schon hier. So. Schnellkopf. Was sind wir hier? Rechts über die Hängebrücke, das sind die Anarachi. So, ihr lasst nicht locker, was? Dafür lernen wir hier schön unsere Abilities, muss ich sagen. Wir werden zwar immer hier in Kämpfe verwickelt und so, aber das passt ganz gut, dass wir unsere Abilities lernen können und immer mal wieder die Ausrüstung wechseln. Quina moscht mal die in der Mitte um. Die andere gehen auf die Erstsoldatin drauf. Okay, da hat Quina jetzt kein One-Hit-Wonder landen können. Und dann hier. Dann müsste die jetzt eigentlich platt machen können. Genau. Dann auf die in der Mitte. Ah, die haut ab. Oh, bei Quina macht die schon gut Schade. Oh, aber er hat sich ordentlich gewehrt. Ja, mit einer dicke Kuhs sollte man nicht sparen. Nicht sparen. Spare vielleicht auch nicht. Im Doppelpack werden die vielleicht auch ziemlich stark, die Jungs. Es sind einfach zu viele. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Aber bisher schlagen wir uns doch ganz gut, finde ich. Sind wir hier sicher? Sind die Gespenster jetzt fort? Ich glaube, da kommen noch mehr. Ich glaube nur, dass wir es jetzt schon überstanden haben. Bitte bleibt wachsam, Hörner. Ja, es ist wohl noch ein bisschen zu früh zum Jubeln. Was? Ihr seid noch hier? Ja, es gibt keinen Ort in Clara, der mehr Seele-Ruhe spendet. Ach, wenn der Sandsturm jetzt verschwunden ist. Ja, wirklich wunderschön hier. Es ist überhaupt eine sehr schöne Stadt, die gerade überfallen wird. Und alle Bewohner hier sind so freundlich und nett, wenn sie denn gerade von der Schwarzmagie gegrillt wären. Ich verspreche euch, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Clayrans Erfolg zu beschützen. Wir sollten uns im großen Tempel verschanzen. Wenn wir alle zusammenhalten, wird es schon irgendwie wäre. Ja, am besten gehe ich noch vorne. Okay, jetzt sind wir wenigstens alle beim großen Tempel angekommen und ich habe sie alle noch retten können. Ja, Gott sei Dank. Das sind also alle Überlebende. Ja, Frauen und Kinder, ne? Wo ist bloß der Hohepriester? Und der König von Bormetia? Aber ich nicht da. Vielleicht sind die anderen ja schon im Tempel, aber vielleicht dann nicht. Tja, das werden wir jetzt rausfinden müssen. Schnell in den Tempel. Uah, schon wieder. Da. Und du drüber ach. Oh Mann, scheiße. Da waren noch welche. Wir sind umzingelt. Zur Notfrau, zur Notmutter mit Kindern zuerst rette. Verdammt, was jetzt? Ihr elende Teufel bis hierher und nicht weiter. Solange der Speer nicht gebrochen ist, ist die Stadt nicht gefallen. Den kennen wir doch, das ist doch Fretley. Aus dem Nichts aufgetauchter Mann. Von meinem kampfgeschälten Speer seid ihr nichts weiter als Opfergabe. Zack. Zack. Und weg ist er. Sehr schön. Schnell, flieht in den Tempel. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber danke. Ja, den kennen wir trotzdem. Das ist Fretley. Ja, wer sagt's? Ich kann's nicht glauben, dir jetzt gegenüber zu stehen.
Seit du Bormetia verlassen hast, war ich rastlos auf der Suche nach dir. Fredley, wie viele Flüsse magst du wohl überquert haben? Wie viele Gebirge überwunden? Wo warst du all die Jahre, Fredley? Fredley? Legende über deine ruhmreiche Kämpfe überquerten 1000 Flüsse. Legende über deine ruhmreiche Kämpfe halten über 1000 Gebirge. Doch mehr als die Legende war von dir nicht geblieben. Und das Letzte, was mir zu Ohren gekommen ist, war... Nee, daran möchte ich mich gar nicht mehr erinnern. Freya. Ich erinnere mich leider nicht, euch jemals getroffen zu haben. Was? Was hast du gerade gesagt? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich einfach nicht an euch erinnern. Wenn es ein Witz sein soll, so ist er ja überhaupt nicht komisch. Wie kannst du mich, die Freya, vergessen haben? Ich bin's, Fredley, die Freya. Er hat wohl Amnesie erlitten, der gute Mann. Es tut mir leid. Jetzt machen wir halblang. Was soll denn das von wegen, du kennst sie nicht? Verdammt nochmal, das ist der Geliebte, die Freya. Jetzt schau ich mal ein bisschen der graue Zeller an. Hey, ich red mit dir. Schon gut, sie dann. Nix ist gut. Das hier ist dein Geliebter, den du seit Jahren wie besessen gesucht hast. Fredley. Erinnerst du dich wenigstens an mich, dein König? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Willst du mir etwas sagen, du verleugnest der Herkunft? Aber wieso bist du dann hierher nach Clara gekommen? Ich meine, wenn du keinerlei Erinnerung hast. Ja, schon von der Gefahr wissen können, in der sich unser Brudervolk hier befindet. Lasst mich das erklären. Puck? Sohn! Prinz Puck? Fredley ist mir zufällig über den Weg gelaufen, als ich auf Reise war. Aber Fredley hat keine Ahnung, wer ich bin. Er hat mich einfach nicht wiedererkannt. Er hat nicht bei seinem eigenen Namen gewusst, aber er hat gehört, dass Bormetia angegriffen wurde und dass Clara eingefallen ist. Da hat wohl tief in seinem Unterbewusstsein der Dracheritter in ihm gespürt, was der Tue ist, und es hat ihn hierher getrieben. Dracheritter. Ich war ein Dracheritter, das spüre ich. Ansonsten ist in mir aber nur Leere. Oh, Fredley. Ich bitte mich zu entschuldigen. Tja, Freya, willst du ihm nicht folgen? Nee. Endlich Gewissheit zu haben, dass Fredley am Leben ist, das alle ist für mich schon unbeschreibliches Glück. Entschuldigung, Freya. Ich war ja der Meinung, du sollst ihn nicht in dem Zustand treffen, aber da Clara so in Bedrängnis war, habe ich ihn hierher gebracht. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen, mein Prinz. Ich denke, ich guck mal, wo Fredley hier ist. Bis nachher. Ups, habt ihr noch Vivi umgerannt? Bitte wart doch, Puck, wir haben uns doch so lange wie gesehen. Hey, das war doch gerade Puck. Und was habt ihr denn alle? Hoch, greinst du etwa, Freya? Was für Ironie. Unzählige Male habe ich davor geträumt, ihn endlich wiederzufinden, und jetzt das. Er kann sich nicht mehr an mich erinnern, aber warum? Warum nur? Alle hopp sie dann. Der Feind ist mal wirklich immer noch dort draußen. Lass ihn uns vernichten. Freya? Hilfe! Achso, nee, Entschuldigung. Hilfe! Bitte verschon wenigstens mein Leben. Wie erbärmlich. Ihr seid dem Schatzkristall nicht würdig. Der Schatzkristall. Jetzt, wo ich die Kristall endlich in meine Hände halte, habe ich auch nichts mehr mit dem Rattenest, in dem Rattenest verloren. Schatzkristall ins Dekolleté gestopft. Bleib stehen, so leicht kommst du uns nicht davor. Trophäe erhalten in Kupfer, keine Opfer. Anscheinend, weil ich die wohl wirklich alle gerettet habe. Sehr cool. Okay, wie sieht's denn mit euch aus? Sinnvoll verwende, Phönixfeder, die werde ich immer sinnvoll verwenden, keine Angst. Das ist nicht das Ende, noch nicht. Und sie gibt uns alle Heilmittel. Und, hier kleine Kinder. Geschenk, Waldnymphe-Karte. Hey, cool, danke. Und eine Monitaurus-Karte, okay. Und mit dem Elixier soll ich die Kinder beschützen. Also Haupt, was habt ihr noch für uns? Äther soll hilfreich sein, wird es definitiv sein. Und eine Phönix-Daune, sehr schön. Und was hast du noch für uns?
Oh, bei dir kann ich einfach nur speichern. Okay. Mopri. Okay, Cupola. War nicht schlecht. Na gut. Ich mache mal hier selber mal im Zimmer ein bisschen Licht. Ah, es ist schon zappeduscht, da war so 20 noch 5. Dann speichern wir hier noch. Und das gehen wir jetzt aber auch noch hier, den Kampf gegen die Bea. So. Ja, du rennst sofort mit dem Kristall. Wart, oder will ich etwa feige Fliehe? Feige? Fliehe? Ich glaube, du verkennst die Lage, mein Bu. Oder hast du etwa schon eine Niederlage gegen mich in Pomezia vergessen? Ja, bittere Niederlage. Das war Domholz. Du hättest jetzt besser der Gnadenstoß verpassen sollen, als du die Gelegenheit gehabt hast. Jetzt sind die Karten eingemischt. Ich werde dir nie verzeihen. Der leckere Kuchen, den ich mit dem süße Sandja backen will, von dem gebe ich dir kein einzigste Bissen ab. Ich sehe schon, ich dürste das förmlich noch in eine weitere Züchtigung. Ja, muss ja wohl, ne? Ich will aber nicht notgezüchtigt werden von Beatrix. Aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Na gut, dann klauen wir wenigstens so viel wie wir können, weil die Chance haben wir hier, ach natürlich, nämlich gegen die Gutfrau. Ah, wenigstens verfehlt sie uns. Phönixfeder geklaut. Ja, Quina greift doch einfach mal an. Und sein Vivi hat auch wieder ordentlich was abkriegt. Erstmal gibt es zur Feier des Tages Feuer. So, hui. Sieht doch schon nicht schlecht ab. Aber ich glaube auch, wenn man nur ein gewisses Level wieder erreicht hat bei ihr an Schade, dann macht sie wieder den Eliminator und dann war's das wieder. So, Dunnerkling. Da hatten wir mal einen Schwarzmagier gehabt. Und Speer kommt runter. Okay. Diebstahl Fehlgeschlagen. Oh, also Quina haut doch richtig gut zu, muss ich sagen. Freya? Nee, Quatsch. Freya, dich brauchen wir noch für, nein, doch nicht auf sie dann. Mist. Phönixfeder auf Vivi. Hätte ich ganz gern gehabt. Sorry, das war dumm. Vita. Die heilt sich selber gerade. Oh, das war genau das, was Quina, glaube ich, an Schade gerobbt hat. Und du kannst jetzt, nachdem wir alle wieder stehen, Fafnirs Windmüll auf alle machen. Dann können wir uns wenigstens regenerieren mit der Zeit. So. Ja, Vivi schnauft noch ganz schön, der arme Kerl. Okay. Okay, hab's kapiert. Dann klauen wir trotzdem nur von Beatrix, was wir können. Und regenerieren sollten wir uns trotzdem noch so gut wie möglich. Ja, Quina hat's natürlich verfehlt. Der liegt jetzt tot wie ein dicker Haufe auf dem Boden. Ja, jetzt kommt er aber wieder zu sich. Diebstahl wieder Fehlgeschlagen. Fafnirs Wind. Oh, Freya stellt sich schützende vor. Oh, Schocker, das tut weh. Ja. Schocker tut richtig weh. Belebt mal Freya wieder. Du haust nur Feuer bitte auf die Schnauze und du klaust. So. Und du machst nochmal Fafnirs Wind auf uns. Ja, das sieht auch gut ab. Haut drauf. Uah. Der arme Vivi. Und erstmal Klaue. So. Ja, wenn er trifft, dann trifft er richtig gut. Ja, glücklicherweise nur auf sie dann. Ja, kann schon ein bisschen was ab. Okay, Freya, du springst. Du klopfst drauf, du klauscht. Scheiße. Okay, Freya springt Nimi. Dann holen wir sie halt wieder zurück. Mit einer Phönix Downer vielleicht. Phönix Downer. Genau. Raijin-Fäustin geklaut. Na alla. Da haben wir jetzt wenigstens alles von ihr gemobst, was wir konnten. Glaube ich zumindest. Oh, ja, Die scheint jetzt zu beenden wieder. Den Schatzkristall nehme ich in Verwahrung. Uah, wir sind wieder alle ziemlich down.
zwar nicht tot, aber jeder ist auf Eins oder so. Ich hoffe, das war ich ihr Lehrer. Du bist stark. Schwarzmagier, wir sind hier fertig. Macht euch bereit für die Teleportation. Okay. Und weg ist er. Und was war mir, Freya? Sieht an, pass auf hinter dir. Ich bring dir jetzt einfach nein. Komm mit mir noch. Okay. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Sie dann ist fort. Ich habe hier nichts mehr, das mich halten wird. Und für dich ist es vielleicht die letzte Chance rauszufinden, wer du wirklich bist, mein Lieber. Los, Bibi, Aare zu und durch. Aha, also wir haben hier genug Schwarzmagier, die sich teleportieren und dann haben wir noch ein kleines Zeitfenster übrig, dass wir da hinterher können. Ach, Freya ist fort. Okay. Und er kommt auch hinterher. Was ist mit Quina? Der ist wahrscheinlich zu fett für die Teleportation, oder? Nicht für mich, ich habe Höheangst. Okay, der verzwirbelt sich. Oh, Königin Bran ist auch wieder hier. Fein. Aber wenn Garnet keine Bestie mehr beschwören kann, so ist sie nur eine gewöhnliche kleine Göre. Ich stehe trotzdem Sache, ich mache hier mein Cut, ihr liebe Leid, damit ich die nächste Episode mit was Besonderem eröffnen kann. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Ayan Yankee.